Guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Panorama. Wir haben folgende Themen für euch in der Sendung. Die Asylunterkunft in Tiefenau, die Diskussion um die Katzenpopulation und die nächste Abstimmung im Gesundheitswesen. Am nächsten Montag öffnet im ehemaligen Tiefenau-Spital zu Bern die grösste Kollektivunterkunft für Asylsuchende in der ganzen Schweiz. Mein Kollege Bruno Stüdle war bei der ersten Begehung dabei und hat bei den Verantwortlichen nachgefragt, warum das eine gute Lösung ist und auf was sie sich gefasst machen, wenn es losgeht. Am nächsten Montag öffnet in Bern im ehemaligen Tiefenau-Spital Kollektivunterkunft für Flüchtlinge. Das ist quasi ein Vorzeigeprojekt für die ganze Schweiz. Oder, Manuel Michel? Man kann sagen, das ist eine außergewöhnlich grosse Kollektivunterkunft. Wir können hier 820 Menschen unterbringen bei einer Maximalbelegung. Wir gehen aber davon aus, dass wir rund 80% eine Maximalbelegung machen können. Wir wollen auch nicht zu viele Menschen hier in die Kollektivunterkunft bringen. Ja, man kann immer sagen, oder Hotels, Spitäler oder Altersheime sind besonders gut geeignet für Kollektivunterkünfte im Asylbereich zu machen. Wir haben es hier wieder geschafft, in kurzer Zeit eine gute Infrastruktur anzustellen, auch eine geeignete, qualitativ hochstehende Infrastruktur, wo wir die Menschen gut auf die Integration hier im Kanton Bern vorbereiten können. Die Lage ist so, dass sie nach wie vor sehr dynamisch und unberechenbar ist. Ich gebe das Beispiel vom Ukraine-Krieg. Wer weiss, wie der Krieg weiter verläuft. Wir gehen davon aus, dass rund 25'000 Menschen aus der Ukraine im 2024 zu uns kommen. Immer plus minus 5'000 Personen. Und 12% von diesen Menschen, die zu uns flüchten, kommen nachher zu uns in den Kanton Bern. Das ist kaum planbar. Oder je nachdem, wie viele Leute eben in die Bundesasylzentren kommen, kommen nachher auch Leute zu uns. Und wir erfahren immer, eigentlich um 3 Uhr am Nachmittag vom Vortag, wenn oder wie viele Leute das dort zu uns kommen. Und dann tun wir die Leute nachher auch disponieren und bei uns in die Unterkünfte zuweisen. Wir werden auch am Freitag erfahren, was für Zutritte dass wir bekommen, wie viel. Im dümmsten Fall oder je nachdem im besten Fall bekommen wir gar niemand. Es kann sein, dass wir 3 Rollstuhlfahrer bekommen, es kann sein, dass wir mehrere Familien bekommen. Wir wissen es effektiv aktuell noch nicht. Wir sind aber vorbereitet auf alle Eventualitäten. Wir freuen uns. Ja, wenn so eine Asylbewerberunterkunft installiert wird irgendwo im Kanton, wenn es auf dem Land ist, gibt es meistens recht Widerstand. Hier in Bern ist das offenbar nicht so. Nein, das ist nicht so. Bern ist hier wirklich außerordentlich geprägt von einer Willkommenskultur. Da steht man ein. Das hat man während der Ukraine-Krise sehr beeindruckend gesehen. Und die Berner Bevölkerung ist eher engagiert und sagt, wenn etwas Neues entsteht, dann machen wir mit, dann gehen wir her, dann schauen wir an. Dann aller Anfang ist die Begegnung. Das ist die Stadt Bern. Die Stadt hat sie am Kanton vermietet, den Umbau und quasi Bereitstellung von der Infrastruktur, das verantwortet der Kanton und zahlt das auch. Wir als Stadt zusammen mit der Heilsarmee den Betrieb sicherstellen. Also die Heilsarmee schaut, dass es ein Team gibt, Personal rekrutiert, dass Leben kann entstehen hier in der Unterkunft. Aber strukturell tut das alles der Kanton bereitstellen. Das ist die Weltsituation, die entscheidet, welche Gruppen von Menschen hierher kommen. Aber es ist eine gemischte Unterkunft. Das heisst, es werden Leute aus der Ukraine genauso hier sein, wie Leute, die vorläufige Aufnahme haben oder eben noch das Asylgesuch am Warten sind, was dort passiert. Also das ist wirklich bunt gemischt. Und es gibt Situationen, wo man 50 Nationen in so einer Unterkunft hat. Die Katzenpopulation in der Schweiz sorgt für Diskussionen. Sie vermehren sich so schnell, dass gerade auf dem Land immer wieder Katzenbabys getötet werden müssen. Vor dem warnen Tierschutzorganisationen. Der SVP-Nationalrat und Bauer Ernst Wandfluh behauptet aber, das sei heutzutage kein Problem mehr. Er vermutet vielmehr, dass die Bauern wieder mal zum Sündenbock gemacht werden. Ja, das ist nicht so schlimm. Die meisten Katzen sind heute kastriert auf den Bauernhöfen. Und, also am vielsten Tierschutzfällen haben wir bei Heimtieren und das sind der kleinste Teil von denen sind auf Bauernhöfen. Jetzt hört man ja, dass auf Bauernhöfen zum Teil Jungkatzen eben zu Tode geschlagen werden, ersäuft werden, erschossen werden. Gibt es denn das weniger als früher?
Also das gibt es definitiv weniger als früher. Ich gehe davon aus, dass es das eigentlich nicht mehr gibt, weil die Bauernhöfe werden kontrolliert regelmäßig und wenn ein Kontrolleur, das fängt an beim Lebensmittelkontrolleur, wenn er sieht, dass ein Tierschutzverstoß ist auf einem Bauernbetrieb, dann ist er verpflichtet, das den kantonalen Behörden zu melden. Kann man dort den Eindruck bekommen, dass vielleicht die Landwirtinnen und Landwirte einfach ein bisschen überspitzt formuliert schuld sind für etwas, was sie gar nicht sind? Ich denke es. Wir sind eine Minderheit. Uns sieht man, wir sind in der Natur unterwegs. Wir pflegen die Landschaft, pflegen, wir heuen, wir sind einfach sichtbar in der Landschaft. Und dann sind wir eine Minderheit. Und dann haben wir Tiere. Und das macht uns angreifbar. Und das ist schon mit typisch, habe ich den Eindruck, man tut, wenn man sich einen Feind aussucht oder einen Gegner, ich will es so sagen, dann tut man jemanden aussuchen, der schwächer ist. Und wir Bauern sind halt nach wie vor eine Minderheit. Obwohl man das Gegenteil behauptet, dass wir für eine starke Lobby sind, aber in der Gesellschaft sind wir eine Minderheit. Und wo drückt der Schuh wirklich oder wo sollte man ansetzen? Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man keinen Handlungsbedarf hat. Was man aber hat, und das weiss man, am vielsten Tierschutzverstöße hat man bei Heimtieren. Und wenn man dort hergucken, dann müsste man bei den Heimtieren hergucken, bei den ganz normalen privaten Haushaltungen, die Katzen und Hunde haben. Die Bundesrätin Elisabeth Baum-Schneider hat sich heute an einer Medienkonferenz für die einheitliche Finanzierung des Gesundheitswesens stark gemacht. Laut ihr wird die Reform, die Ende November vor das Volk kommt, die Krankenkassenprämien, die immer wieder steigen, bremsen und gleichzeitig das System vereinfachen. Okay. Sie müssen abstimmen gehen, ne? Ja, Sie leider noch nicht, aber sonst gerne. Diskutieren Sie mit Ihren Eltern und Großeltern. Wie sagen Sie diesen Jugendlichen, was die Vorteile sind, dass sie es verstehen, auch weil es ist eine komplexe Angelegenheit? Also ich glaube, ich würde sagen, während dem ganzen Leben, als jung bis alt, hat man die gleiche Finanzierung. Und das ist auch einfacher zu verstehen. Denn jetzt ist es immer anders, ob ich im Spital bin oder ob ich ambulatorisch bin oder später mit der Pflege. Ja. Sinken die Prämien oder steigen sie einfach weniger hoch? In längerer Zeit werden sie weniger hoch steigen. Aber für manche Kantone am Anfang der Reform wird es eine neue Verteilung geben und der Kanton wird mehr zahlen, aber die Prämienzahlenden werden eine niedrige Berechnung kriegen. Bei Behandlungen in der Arztpraxis, bei einem Therapeut oder wenn wir in der Apotheke... Spitex ist dafür, die Ärzte sind dafür. Also ich glaube, es ist sehr wichtig zu denken, man hat diese Initiative pour des soins infirmiers fort angenommen. Das muss man jetzt organisieren, aber mit dieser einheitlichen Finanzierung ist es nicht das Zentralthema. Diese Finanzierung hat auch Einfluss auf die Verteilung der Kosten und damit auch auf die Prämien. Jetzt schalten wir noch schnell zu meinem Kollegen Matthias Mast ins Plattform J-Studio. Wenn er heute zusammen im Zentrum begrüßt, erzählt er nach selber. Es geht los. Die Vera Tillier ist da. Wenn ich nicht weiss, wer das ist, das gibt es fast nicht, dann muss unbedingt hineinschauen. Das wäre es auch schon wieder mit dem heutigen Panorama aus Bern. Wie immer findet ihr die ganzen Artikel zu den Themen bei uns auf der Website oder auch in der App. Jetzt erzählen euch meine Kolleginnen und Kollegen von Meteo News, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Merci vielmals fürs Zuschauen und einen schönen Abend zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön, sind Sie wieder mit dabei. Am heutigen Freitag ist mit einer westlichen bis nordwestlichen Höhenströmung vor allem in der ersten Tageshälfte noch feuchte Luft zu der Schweiz transportiert worden. Der Luftdruck ist aber auch angestiegen und es hat eine leichte Stabilisierung gegeben. Morgen erreicht es dann allerdings eine schwache Warmfront.
Das Wochenende startet zum Teil mit Nebel oder tiefen Hochnebelfeldern. Sonst haben wir am Vormittag so einige Wolken am Himmel. Zum Teil zeigt sich aber auch noch ein bisschen die Sonne. Die Temperaturen liegen am Morgen bei rund 6 Grad. Im Tagesverlauf verdichtet sich die Wolken von Westen her immer mehr und im Verlauf des späteren Nachmittags steigt auch das Regenrisiko immer mehr an. Die Temperaturen erreichen in Meiringen rund 15 Grad, in Bern sind es rund 14 Grad. Dabei bläst im Flachland zum Teil ein bisschen Südwestwind. Auf den Bergen haben wir mäßigen, teils auch kräftigeren Südwestwind. In der Nacht auf den Sonntag geht es zeitweise nass weiter. Auch am Sonntag brauchen wir zum Teil den Regenschutz. Es wird ein bisschen milder bei rund 17 Grad. Die neue Woche startet wahrscheinlich noch trocken. Später kommen dann von Westen her aber wieder Regengüsse dazu. Vom Dienstag bis am Donnerstag geht es wahrscheinlich mit Sonne und Wolken weiter, wobei es tagsüber meistens trocken bleiben dürfte. Dabei ist es am Nachmittag jeweils mild und sehr mild. Ist es auch in den Bergen. Die 0-Grad-Grenze bewegt sich in der neuen Woche zwischen 3500 und 3800 Meter. Ja, und damit wäre es das auch schon wieder von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.